Hallo zusammen, hier ist der Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, nehmt euch ein bisschen Zeit, hocken euch her, machen euch gemütlich. Erste Eindrücke von der Xbox One, das geht ein bisschen länger als bei PS4. Etwa so, wie es ein bisschen länger geht, bis man das Teil mal angeschaltet hat. Weil ganz am Anfang wird man gefragt, bei der Initialisierung, bei der Installation, eigentlich, wenn man es das erste Mal anschaut, die Xbox One, ob man eher ein bisschen energieeffizient möchte sie einstellen, das heisst, sie wird richtig abend hochgefahren, oder ob man schneller möchte auf und runter fahren, aber dafür halt immer im Standby ist. Und das Problem ist einfach, dass sich jeder dort für schneller auf und runter entscheidet, auch wenn es jetzt halt die ganze Zeit mehr Strom saugt, weil es im Standby ist, aber ich finde, das ist eigentlich auch umwelttechnisch ganz ein schlechter Ansatz. Das Problem ist aber, wenn man sich für die umweltgerechte Lösung entscheidet, nämlich dass sie richtig ab und rauffährt, hat das Teil richtig lang, wirklich. Ich drücke den Knopf auf dem Controller oder auf der Box und dann geht es irgendwann mal los. Ihr habt es ja gesehen. Ich bin das hier live am Filmen, das ist ein Vorteil von der Xbox One. Es funktioniert wunderbar zu aufnehmen mit der Elgato. Ich nehme es jetzt hier mit 720p auf, das langt. Es sind ja nicht alle Games 1080 HH. Und die nächste Frechheit seht ihr eigentlich jetzt hier gerade auf dem Bildschirm, weil die Sache ist die, es gibt keine Möglichkeit nach meinem Wissen, dass es einem automatisch anmeldet, wenn man Kinect nicht braucht. Wenn man die Kinect braucht, dann kann es einem sein Gesicht erkennen, dann geht das alles tiptop, aber ohne Kinect muss man sich jedes Mal manuell anmelden. Pfui Microsoft, Frechheit. Und ja, die nächste Frechheit ist Need for Speed Rivals. Ich habe das abgeladen, habe eine Cop-Mission und eine Racer-Mission spielen und seither geht das Teil nicht mehr. Entweder es geht gar nicht und kehrt immer zurück zum Menü zurück, so wie jetzt, oder zum Teil heisst es auch, es wird nach einem Spiel gesucht, wo ich beitreten kann, auch wenn ich nur einen Singleplayer möchte spielen und es passiert nichts. Auch hier beim Rise seht ihr, wie es immer wieder zurück ins Menü geht und erst bei ein paar Mal probieren, startet es nach das Game. Das ist ganz gespässig. Also, ist aber nicht alles nur schlecht. Wobei, das Rise ist schon nicht gut. Es ist zwar atmosphärisch gemacht. Ihr werdet es nachher kurz ein bisschen sehen. Die Grafik ist auch absolut in Ordnung. Aber spielerisch ist es jetzt also etwas für ganz, ganz simple Leute. Und das muss ja nicht schlecht sein, weil es kann sein, dass man zwischendurch mal ganz einfach möchte unterhalten werden. Aber hey, ich sage euch, ich bin jetzt in der dritten Mission von, oder im dritten Land, keine Ahnung, wie ich sagen von, ich weiss auch nicht, es sind alle schon 8 oder 10 oder noch mehr, hoffe ich. Ich sehe es gar nicht im Menü. Auf jeden Fall bin ich noch nicht so weit und es kommen immer die gleichen Gegnertypen und das haben sie in den Reviews auch angekreidet und so. Ich meine, ich habe ja gewusst, auf was das ich mich einlasse, aber das Ganze dann selber noch zu erleben ist wow, ist wirklich noch abgefahren. Und was einfach auch abgefahren ist, immer die Warten- und Ladezeiten bei dieser Xbox One. Also da müssen sie in meinen Augen noch einiges optimieren. Es kann einfach nicht sein, dass ich alle 10 Minuten muss pissen oder einen Kaffee trinken, weil ich einfach ständig warten muss. Ich muss ständig warten. Und in unserem Zeitalter, klar, ich habe den Laptop nebendran, das Handy nebendran, es gibt tausende von Sachen, die ich nebenbei machen kann. Aber wenn ich mich schon dafür entscheide, zu gamen, möchte ich eigentlich schon zocken. Ja, ist ein bisschen schade, ist wirklich ein bisschen schade. Ich versuche euch hier jetzt über die Ladezeiten drüber zu helfen, indem ich euch einfach noch ein bisschen mehr erzähle. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft, coole Sache. Und da bin ich gestern, ich weiss auch nicht, morgen um 3 oder so, habe ich glaube ich noch abschliessende Runde Rise spielen. Und ich habe es nicht geschnallt. Irgendwann muss ich hier die Pfeilenböckler abschießen. Es liegt an mir, weil ich es eben nicht checke, wie es geht. Es ist sicher nicht das Spiel. Aber hey, nein, ist das eine Frechheit? Das ist wirklich eine Frechheit. Das ist ja ursprünglich als Xbox 360 Kinect-Titel geplant gewesen, das Spiel. Und hat man ja dann auf Xbox One übergezügelt, hat dann ein richtiges, in Anführungs- und Schlusszeichen, Spiel daraus gemacht. Und man merkt eben schon, dass es mal für Kinect ist vorgesehen war. Ja, was man jetzt hier nicht sieht und was eigentlich das Herausragendste ist an diesem Spiel, aber jetzt nicht unbedingt in einem positiven Aspekt, sind die ganzen Executioner-Moves, wo man dann die Soldaten abschlachten kann und Arme und Köpfe und reinstechen. Das haben sie wirklich in Zeitlupe und extrem detailliert dargestellt. Das wird richtig zelebriert.
finde ich nichts Gutes, obwohl dass es eben schon beeindruckend aussieht. Ja. Also Rise, ich werde es hoffentlich durchspielen. So als Arcade-Game für schnell zwischendurch. Wieso nicht? Sieht anständig aus, spielt sich okay. Aber eben gerade das mit der Gegnervielfalt und auch das bekloppte, simple Gameplay. Ja, nein, bei mir ist der Funke nicht übergesprungen. Wirklich nicht. Also, gehen wir mal zurück. Das funktioniert wirklich noch gut. Schnell zurück ins Menü, aber das funktioniert auch auf der PS4 gut. Ich sage, so rein vom Wechseln zwischen Menü und Apps ist easy. Dann schauen wir uns sonst mal noch das Forza als nächstes, Forza 5 um genau zu sein, und das Game ist der absolute Hammer. So wenig positive Sachen über das Rise können sagen, das Forza 5 ist wirklich der Hit. Die Grafik ist absolut genial, auch wenn man jetzt den Sprung zur neuen Generation vielleicht nicht ganz so stark mag sehen, wie der Sprung von Xbox zur Xbox 360 war oder von PlayStation 2 zur PlayStation 3. Der Sprung ist nicht so wahnsinnig. Aber was man ganz klar sieht, ist zum Beispiel das Sonnenlicht. Wie das nachher im Fahrzeug innen sich über die Armaturen bewegt und so, ist einfach schon allererste Sahne. Und so sind sehr, sehr viele Details, die das Ganze so Next Gen machen. Es ist wirklich ein cooles Game. Man muss leider auch wirklich wieder ein bisschen warten zum Laden und immer die Bilder und ja, eben, ich habe es vorhin schon gesagt. Das Lustige ist, dass man es auch mit Kinect kann spielen kann, mit Head-Tracking nennen sie das. Und das kennen wir ja auch ein bisschen vom Oculus Rift, aber es ist nicht Head-Tracking. Du musst einfach so links und rechts lehnen und dann schaut er sich im Auto so ein bisschen um. Aber irgendwie, ja, vielleicht habe ich es noch nicht richtig kalibriert. Es hat nicht so gut funktioniert, hat es mir gedacht. Was dafür umso besser funktioniert hat, und da sind wir eigentlich beim Glanzstück vom Forza 5, es ist nicht einmal das Game selber, sondern wie es mit dem Controller zusammen funktioniert. Wie ihr vielleicht gehört habt, hat der Xbox One Controller hinten bei den Triggertasten beim Call of Duty zum Zielen und Schießen, ich denke, unter dem können sich die meisten etwas vorstellen, hat es auch kleine Rumble-Motoren, glaube ich. Und die können Widerstand geben, die können vibrieren. Und es ist absolut amazing, beim Autofahren zu merken, wie das Fahrzeug nach links oder rechts ausbricht. Und ich war wirklich erstaunt, wie gut sich das anfühlt. Also es ist sicher kein Force-Feedback-Lenkrad, aber hey, es ist wirklich ein Sprung in die Zukunft, was die Steuerung von Rennspielen betrifft. Weil, ja, wie willst du sonst ein Fahrzeug spüren? Das war immer das, was mich echt gestört hat am Controller. Klar hat er ein bisschen vibriert, aber das hat mir kein physikalisches Feedback gegeben. Ich meine, die selber Auto fahren, die schon alt genug sind oder vielleicht auch schon noch ein bisschen jüngeren Jahren schon mal in einem Auto sind, gehockt und Steuerrad bedient, Pedal bedient. Man merkt ja, wie die Kräfte aufs Fahrzeug wirken. Und das ist eigentlich für mich ein riesiger Schritt, noch einmal einem das Gefühl zu geben, mal, man ist in diesem Game. Und es gibt eben noch ganz einen neuen Ansatzpunkt, wie man das Fahrzeug kontrollieren kann. Absolut top. Ich bin am Schwärmen, ich bin am Lieren, aber es ist wirklich ganz eine tolle Sache. Wenn die Hersteller das gescheit nutzen, wäre das geil. Wäre das wirklich geil. Weil gewisse Hersteller nutzen es überhaupt nicht. Das Need for Speed Rivals, darum habe ich mir es runtergeladen auf der Xbox One. Unterstützt das Feature gar nicht. Vielleicht wird es noch per Patch nachgegeben, ist ganz schade, weil es ist auch noch lustig, wenn ich vom Forza auf das Need for Speed Rivals gewechselt habe, hat es mir gedacht, leck du mir, das Game sagt ja ohne Ende, obwohl das Grafik und das Spiel selber auch wirklich gut sind. Aber rein von der Steuerung her, es ist einfach, ich weiss nicht, das Feedback an diesen Trigger, es ist wirklich ganz geil. Ich bin gespannt, was daraus gemacht wird in anderen Games. Was überhaupt nicht geil ist, ist, dass die Xbox One keine alten Lenkräder unterstützt. Das heisst, mein Logitech G27 kann ich sicher nicht brauchen, weil sie haben irgendetwas geändert mit der Technologie, wie das Force Feedback in den Games näher Signal an Steuerrad gibt und so weiter und so fort. Das hat jetzt eben auch ein bisschen besser und neuer. Ich nehme an, es fühlt sich auch besser an. Ich habe so etwas jetzt noch nie in den Händen gehabt, aber es ist schade, dass die anderen und eben alten Lenkräder nicht unterstützt werden. Also ich würde jetzt das Rennen hier mal beenden.
das sieht eben schon gut aus. Das sieht eben schon gut aus, muss ich sagen. Und auch Versteuerung und allem zusammen. Also, ja, ich bin sicher noch nicht der Crack, ganz und gar nicht. Aber es ist einfach wirklich ein ganz geiles Game, das Forza 5. Abschliessend muss ich doch noch ein paar Punkte erwähnen, die nicht so toll sind in diesem ganzen Geschwärme. Es ist nämlich so, dass einem konstant aufs Gesicht gedrückt wird, hey, du kannst hier mit deinen Punkten kannst du schneller aufleveln, kauf dir ein paar Punkte, das kannst du mit echtem Geld auch machen. Und ich meine, ich habe über das auch schon geredet, es ist jedem Hersteller überlassen, das implementieren, und ich finde gang noch, wenn es ein Hersteller nicht macht, ist er auch ein bisschen blöd, weil es gibt gang Leute, die entweder keine Zeit haben oder halt einfach das Geld verballern und sich so einen kleinen Vorteil verschaffen. Die das Game richtig spielen, haben gang noch das beste Erlebnis und am meisten für ihr Geld logischerweise, aber die Möglichkeit besteht halt nicht für alle. Und jetzt ist es so, es kommt immer darauf an, wie der Hersteller das implementiert. Und im Forza 5 ist es mühsam, weil es einem ständig ins Gesicht reingedrückt wird. Eben, komm, tu doch ein bisschen schneller aufleveln, hey, du kannst ein bisschen investieren und so. Und das ist mühsam. Es ist auch mühsam, weil die späteren Karren sind momentan noch so teuer, dass man es mit echtem Geld fast kaufen muss, weil sonst spielt man so lange. Aber das wird auf jeden Fall mit dem nächsten Patch angepasst. Turn 10 hat das schon gesagt. Ja, jetzt sind wir wirklich durch mit Forza 5. Was mir schon eben auch ein bisschen den Kopf zerbrechen macht, ist einfach die Funktion von der Xbox-Taste in der Mitte, die grosse, weil die ist bei der Xbox 360 so optimal implementiert gewesen, und jetzt ist sie einfach irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, sie nur ein Schatten da sein und hat nicht wirklich so gute Funktionen. Jetzt zum Beispiel zum Freunde anschauen, muss ich über ins Menü, muss dann laden, zeigt mir dann zuerst den Feed an, dann muss ich aber auf Freunde, und wenn es dann viel sind, wollte ich noch die Ansicht ändern, dass man nur die zeigt, die online sind, und ja, ich weiß auch nicht genau, es ist echt ein bisschen mühsam. Cool ist, dass man gut sieht, wer schon eine Xbox One hat oder auch das Profil, dass sie die mit den grossen Profilbildern, ja, sonst ist das ein bisschen mühsam gemacht, wirklich, aber vielleicht muss ich mich auch noch daran gewöhnen. Sonst der Store und das alles zusammen ist schon easy, eben so Windows 8 Style mit diesen Kacheln. Und bei den Games, eben, es gibt etwa die gleichen wie auf der PS4, sorry, und auf der alten Konsole auch schon. Und ein paar exklusive hier. Das Killer Instinct möchte ich ganz klar auch noch schnell erwähnen, weil neben Forza 5 ist das Killer Instinct das zweitbeste Game für mich. Ich habe es noch nicht ganz so fest gezockt. Das Gute ist aber, dass das Game ist für jeden gratis. Ihr könnt es herunterladen, und es ist einfach so, dass ihr dann nur einen Kämpfer dabei habt, der Jago. Und dann gibt es verschiedene Klassen oder Preisklassen, besser gesagt. Ihr könnt Kämpfer einzukaufen, ihr könnt noch zusätzliche Modi kaufen, und ich glaube für 40 Steine oder so bekommt ihr dann das komplette Game und dann später auch noch ein bisschen DLC gratis dazu. Also eigentlich ein guter Deal für das Prügel-Game. Und auch wenn es jetzt grafisch nicht wahnsinnig Next-Gen aussieht, wirklich nicht. Charakter finde ich fast ein bisschen hässlich zum Teil. Ist es rein von der Spielmechanik absolut top. Es ist eigentlich, wenn man so anschaut, wie einem die Moves und die ganze Prügelspielmechanik erklärt werden, ist es in meinen Augen, und auch wenn man ein paar Reviews trauen will, das beste Prügelspiel, das es gibt. Nicht vom Zocken her, das ist eben schon noch das Abgefahrene, dort ist es wirklich auch sehr gut, aber rein vom Übungsmodus und wie einem erklärt wird, wie die verschiedenen Hitboxen funktionieren, wie man gewisse Kombos kann starten, wie die Juggler funktionieren, Combo, Ultra-Combo, Rein-Combo, sonst ein Super-Combo, halt alles zusammen wird einem detailliert erklärt, und schon im Street Fighter hat es mir eigentlich gedacht, ist ein guter Trainingsmodus vorhanden gewesen. Auch schon andere Prügelspiele sind dort wirklich auch auf einem guten Level gewesen. Aber hier geht das Killer Instinct eigentlich noch einen Schritt weiter und erklärt einem, wenn man das möchte, bis ins Detail alles zusammen tutti quanti. Wenn ihr also eine Xbox One habt und ihr wollt so ein bisschen ins Prügel-Genre einsteigen, ist das Killer Instinct ein absoluter Kauf wert. Ja, gebt mir doch Feedback. Was habt ihr für einen Eindruck, wenn ihr selber jetzt auch schon ein bisschen gezockt habt? Oder habt ihr noch irgendwelche Fragen? Eben das mit dem TV und so, das kann ich selber nicht testen, weil ich ja nicht einmal Kabel-TV, weil ich das eigentlich nicht brauche. Weil sie offiziell in der Schweiz noch gar nicht erhältlich ist, wird das auch eh nicht funktionieren. Ich bin momentan zu Österreich im Store und habe dort auch schon Sachen kaufen, also das geht. Ja. Mal noch ein bisschen umexperimentieren. Bleiben noch bei meiner Meinung, kaufen eine PS4.
Vielleicht wird die Xbox One noch ein bisschen zulegen, vielleicht wird eben Titanfall noch ein paar Käufer überreissen oder motivieren, aber sonst, PS4 macht eigentlich fast alles momentan besser und das ist erstaunlich, weil die Xbox 360 ja, ist sicher nicht massiv besser gewesen als PS3, aber eben, es sind viele Spiele primär dort drauf entwickelt worden und das scheint sich jetzt wirklich zu ändern. Ich bin echt erstaunt. Aber auch wenn ich jetzt ein paar Sachen beklagt habe, es geht darum, ein Feedback zu geben und nicht die Sachen schlecht zu reden, weil ich bin froh, dass ich beide Konsolen mir auch aneignen kann, dass ich die Option habe. Ich weiss, die ist definitiv nicht allen gegeben, nicht alle sind so crazy. Das muss sicher auch gesagt sein. Und ich habe Freude an beiden, wirklich. Es sind zwei gute Geräte, aber es sind ganz klare Unterschiede zwischen diesen zwei. Ja, muss man etwas trinken? Hey, macht's gut, schön zusammen.